Für viel Diskussionsstoff sucht eng Petition, die fordert, dass just eng von den 3 offiziellen Amtssprachen zu Lützeburg misst beherrschen. Wir können die Lützeburger Nationalität zu kreieren. Fakt ist aber auch, dass immer mehr ausländische Stadtbürger, die hier am Land wohnen, Lützeburger Chore besichern. In Atinen auch eine junge Frau, Thelma de Palma, die 2 Semester Lützeburg am Institut National des Langues studiert hat, also sich für die Geschichte und Kultur vom Land interessiert. Jedenfalls hat Madame de Palma an dieser kurzer Zeit große Fortschritte am Lützeburgischen gemacht und für den Null eine interessante Reportage über die Mama Lehen realisiert. Warum in die Ferne schweifen? Sie, das Gute liegt so nah. Dieser Satz vom Goethe trifft ohne Zweifel für die Mama Lehen zu. Auch wenn eine ganze Reihe Vereine und Organisationen schon seit Jahren Expeditionen an Mama Lehen anbieten, sind Mama Lehen viele Leute nach unbekannt. Aber was sind Mama Lehen eigentlich? Es handelt sich um rund 30 Sandsteine Hillestellen, die sich über paar Kilometer von der Drops bei der Zielsmühle zwischen Mama und Kopplöst bis auf Mirsch auf der Heich von Kanadur verstrecken. Mama Lehen befinden sich an dem Sandsteinplateau zwischen dem Fluss Mama und Eich und sind zum Teil auf eine natürliche Art und Weise und zum Teil von Menschenhand entstanden. Am Gegensatz zu der Grotte de Han und der Grotte de Remouchon an der Belge sind an den Mama Lehen keine Stalaktiten und Stalagmiten zu finden. Sie sind dafür auch manchmal spektakulär, allerdings ist es interessant, an den Grotten Seilen und Befestigungsmauern zu entdecken, die von Menschen gemacht wurden. Wie es heißt, wären am Mittelalter Milchsteine an den Mama Lehen gebracht gehen. Weiter heißt es, dass am 17. Jahrhundert keine Steine an Mama Lehen gebracht hätten, mit denen die Schönelse Burg, die zu dem Zeitpunkt aufgebrannt war, Rom abgerichtet wurde. Es ist nicht gewusst, ob Mama Lehen auch zeitweilig bewohnt waren. Einzelne Dorfbewohner wollen wissen, dass sich am Zweiten Weltkrieg ein Reihe Lützeburger Jungen an der Grotte verstopft hatten, für der Zwangsrekrutierung zu entkommen. Heute sind Mama Lehen bewohnt, und zwar von den Fledermäusen. Dafür sind dagegen von verschiedenen Grotten an der Wand für Touristen zu. Darum so mehr, weil das ganze Gebiet als Naturreservat Natura 2000 klassiert wurde. Dazu der Biologieprofessor Jacques Pierre. Wir stehen hier am 4. Mama Lehen. Mama Lehen ist ein Teil von Natura 2000 Gebiet Mama Eich. Und Mama Lehen sind eigentlich bekannt als Lebensraum für Fledermäuse. Auch ein Teil, für was das Natura 2000 Gebiet ausgewiesen ist. An der Mama Lehen überwandern 13 von den 21 Lützeburg vorkommenden Fledermausarten, Zuchten. Die sind immens wichtig für was. Man will eben die Fledermäuse, die bei so all Insekten fressen sind, draußen am Hirschwand dann echt mit Fressfannen und dann, wie gesagt, unterirdisch einen Platz sichern, wo es ruhig, wo es dicht ist, wo es frisch sicher ist. Und die Fledermäuse, die hängen sich dann an der Mama Lehen ab, für dann da einen richtigen Winterschlaf zu halten. Das ist die Leben von den Fettreserven, die sie am Hirsch sich angefressen haben. Das Herz schlägt dann immer nach 1 Minute, die Totenfrequenz geht drauf, auf allem der ganze Stoffwechsel ist immens verlangsamt, wie gesagt, dass sie können die Wandermänd überstehen. Mama Lehen sind aber nicht nur ein bekanntes Überwanderungsgebiet, sondern auch ein baldes Paarungsgebiet. Das heißt, am Spätsommer Hirsch, das heißt, ab Mitte August treffen sich hier Männerchen und Weiberchen. Und das ist vor allem wichtig, weil die Männerchen aus verschiedenen Populationen kommen. Dann eigentlich der Brassage Genetik, das heißt, wo Genetik eigentlich durchmischt wird, ob so Platz wie hier fest stattfindet. Und dafür eigentlich auch, dass die Grotten hier speziellen Schutz brauchen. Wichtig ist, für Mama Lehen, gerade an der Wandermänd, für Wanderschlaf was, dass Fledermäuse nicht gestört gehen, nicht weggehen, wie ihr gesagt sind, ein paar die Grotten mit Gittern versehen, die gehen zugemacht, wie gesagt, außerhalb von der Touristenzeit, hauptsächlich, wie gesagt, von November bis April. Für was ist wichtig, dass Fledermäuse an der Zeit nicht gestört gehen, weil Fledermäuse, wenn sie Wanderschlaf halten, killen ihre Körpertemperatur ob 12 Grad Celsius rauf, dieselbe Temperatur, die auch an der Höhle herrscht, und verlieren dadurch keine Hitze und die Umgebung. Und dafür ist es immens wichtig, dass sie nicht gestört gehen. Für wenn sie gestört gehen, dann hitzen sie sich ganz schnell innerhalb von 1-2 Minuten rup auf Körpertemperatur von 40 Grad. Und Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass so eine Störung
een opwächen, wie gesagt, wenn ein man enger Taschel oder man enger Ferkel während dem Wander da durchgeht, so viel Energie kascht wie 20 Stich Wanderschlaf. Aber wenn das, wie gesagt, pumol dem Wander der Fall ist, geht am Frühjahr die Reserve nicht durch für zu überleben, natürlich die stirben eigentlich quasi am Schlaf und erwächen dann nicht mehr am Frühjahr, wenn es besser wird. Das ist der Grund, für was, wie gesagt, eine Party von der Grotte Nedal, Party zugemacht gehen, und natürlich auch die Visiteuren sich die Zeit sollen zurückhalten mit Aktivitäten an der Grotte, respektive nicht Licht, kein Fackel, nur man will natürlich das zerstört durch Flammen, natürlich aber auch der Russ, den schon Fan aufsetzt. Also wie gesagt, das ist ein natürlich ganz flottes Sitheim, wie gesagt, das ist wichtig, dass wir respektieren, auch natürlich für deren eine Überlebensmöglichkeit zu gehen. Also vor ist natürlich für was sind Marmaleen nicht ganz Jahr Zoo oder Altmarmaleen Zoo muss natürlich ein Kompromissgesicht zwischen Tourismus. Ich meine, die Leute kommen nach hin oder nach Erholungswert, wenn es die Marmaleen. Da haben wir, wie gesagt, nicht alle Marmaleen Zoo gemacht, wir haben ein paar Zoo gemacht, gerade da, wo Seelenarten hängen. Wenn ich aber vielleicht Kind wünschen an so einem Gebiet, wo aber einen gewissen Besucherdruck herrscht, dass ich vielleicht an der Wahl mit einem Pano gebe, auch die Leute opklären, informéieren, zum Beispiel für eng Steierung Lour eng Taschelo de Bricke oder eng Fakel schlecht sinn, einerseits natürlich für de Sit mehr natürlich auch für deren, die an so einem Sit liewen. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo auch eine Besucherlenkung muss man schon dat Lohai nicht nur für Datei Natura 2000 ich denke noch zum Beispiel in Müllerdal mit den Höhlen, die da sind, wo eigentlich dieselbe Problematik sich stellen. Also das ist immer ein bisschen wie soll so eine Gratwanderung zwischen verbieten. Wie gesagt, Leute sollen natürlich aber auch an Natur gehen, an wie soll es den Entere oder auch Natur beobachten, verstehen, und natürlich dann auch kennenlernen, und natürlich auch durch Schätzen erschützen. Wie sech an Nationalbibliothek deplacéiert, die gëtt iwwer d'Marmaleen ganz secher fundech. Goufen Dach vum Professor Jos Hess-Fusima eng Anzuel vu Legenden als Seechercher aus dem Dal vun de 7 Schlässer publizéiert, wot vun Hexen, Wichtelcher, Zauberer an andere Fabelwiesen nëmmen so gewimmelt huet. Et hecht an de Legenden, dat an de grotte Zwerge gewohnt hunn, an dat ze Moies, wann de Nivel aus dem Dal an Blucht gezun ass, d'Feier o Gefang a gekart hunn. Net eng Legend, mé eng traurig Anekdot huet sech fir méi wéi 15 Joer aufgespielt, wie e Mann vu Koplecht verschwonn war, den als gan ger an Marmaleen gespielt huet. D'Pompieren an Sekuristen hunn sech op sich gemacht, allerdings just an dene rund 20 Kilometer zwischen dem Klaushaf an dem Miersche Kanadorf. Recht e puer Main Duno gouf gleich vum Mann erempfund, und zwar an enger Grott ganz no bei Koplecht. Wie en Grotten erkundege wëll, de muss nieef enge warme Pullover, enger robuster Box a feste Schong, natierlech eng Täschen Lucht mat holen. An der eischter Grott huet den zwar eng wonnersche Vue op d'Schëndelser Schloss, me déi geht net ganz weit ënner de Bodem. Sie fir allem de lecht Grotten, meno beim Kanadorf, déi ganz deif an de Bodem ginn. Wie gut am Kloteren a Kreichen ass, de kann sogar eng Grott erkunnegen, déi rund 2 Kilometer méi weit op der Hecht vum Hunneboer, also op der andere Seite vom Sandsteeplateau herauskennt. A wie es dann nach immer net genug huet, de kann gegent op der andere Seite vom Plateau exploitieren. Dorinnner dat emolecht Kloster Mariendal Dreiterlei Dholei, dat alt an dat Neischlas vom Asenburg, d'Schloss vom Holmes a vieles méi. Me doriwer méi an engem anderen Nollreportage.